Guten Morgen zusammen, die ihr hier seid und auch denen, die da oben sind. Ja. Es ist mal eine andere Art, Gottesdienst zu feiern. Alles Gute kommt manchmal auch von unten. Ich wünsche noch zum Anfang des Gottesdienstes ein gesegnetes neues Jahr, ein gesegnetes Jahr 2022. Wir können sicher sein, Gott hat gute Werke vorbereitet für jeden von uns. Wir wissen nicht, was die Welt Geschichte bringt, wir wissen aber das eine: Jesus sitzt auf dem Thron, sein Thron ist unerschütterlich, Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte werden nicht vergehen. Und deshalb schauen wir mit Zuversicht und Trost und Freude in dieses neue Jahr und wir wissen, er ist treu und er wird uns in seiner Hand festhalten. Ja, heute ist der erste Gottesdienst in diesem Jahr. Und was macht man, worüber redet man am Anfang des Jahres? Entspannt euch, keine guten Vorsätze. Vergesst die guten Vorsätze. Wenn du sie schon gemacht hast, dann überleg, was du damit machst am 20. Juni. Mir geht es heute eher um ein anderes Thema. Ich habe mich die letzten Tage, eigentlich die letzten Wochen, sehr viel mit dem Charakter Gottes und mit der Art und Weise beschäftigt, was er auf dieser Erde tut. Und das Thema der Predigt heute ist ja Jesus berühmt machen und während wir das tun, ihm immer ähnlicher werden. Und ich möchte aber zu diesem Thema den Hintergrund auch ein bisschen aufmalen. Und der erste Punkt meiner Predigt heute ist die Dekrete Gottes. Und ja, jetzt kann man sagen, ist das nicht ein bisschen anmaßend zu sagen, wir kleine Menschen, wir wüssten eigentlich, was Gott beschlossen hat? Tja, zum Glück gibt es das dicke Buch. Ne? Und je mehr wir in dieses Buch eintauchen und von dem Geist Gottes, der unser Lehrer ist, uns führen lassen, desto mehr werden wir eigentlich über Gottes Herz verstehen. Wir werden immer mehr verstehen, wie sehr er uns liebt, wie wichtig wir für ihn sind, aber auch, dass er für diesen ganzen Globus gute Pläne hat. Wer von euch hat schon mal einen Stern geschaffen? Ich meine, es ist nicht ein Weihnachtsstern, sondern einen richtig großen. Keiner. Wer hat eine Galaxie erschaffen? Okay. Das ist so die Art der Diskussion, die Gott mit Hiob hatte. Ne? Wo Gott zu Hiob sagte, du willst mich zur Rechenschaft fordern? Wo warst du eigentlich, als ich die Sterne gemacht habe? Und eine Galaxie und die anderen Galaxien. Und warst du Hiob? Schluss. Und ich denke, wenn wir realistisch in das neue Jahr reingehen wollen, und das wollen wir ja, deshalb sind wir hier, denke ich, ist es gut zu wissen, dass die Erde sich um die Sonne dreht, nicht andersrum. Es ist gut zu wissen, wir sind nicht der Schöpfer, sondern wir sind Geschöpfe. Und es gab einen vor uns, den es schon immer gab, den es immer geben wird, der sich offenbart hat in Jesus. Egal, wie du dich heute fühlst, schau aufs Kreuz, eine einmalige, unwiderrufliche Botschaft. Ich bin mit dir, ich bin für dich, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und ein Vater, der gut ist, egal wie dein leiblicher Vater war, dein Vater im Himmel sagt, ich habe das Beste für dich gegeben, deshalb habe ich Jesus für dich geopfert. Und wir schauen jetzt ein paar Dekrete an. Mit Dekrete meine ich, das sind Ratschlüsse, die festen Bestand haben. Das heißt, es ist ein Beschluss, der ohne Parlament von der Regierung gefasst wurde. Und die Regierung sagt, das wollen wir ausführen. Also Gott braucht nicht unsere Zustimmung, sondern das sind Dekrete im Himmel, Beschlüsse, für die Gott mit seinem heiligen Namen garantiert, es wird geschehen. Okay, seid ihr bereit für einen kleinen Ausflug? Wir machen uns einen Ausflug in den Himmel. Das heißt, wir schauen, was Gott im Himmel beschlossen hat, was er uns in seinem Wort offenbart hat und damit wir damit mehr wissen nachher. Damit wir damit kooperieren, unser Leben davon von den himmlischen Beschlüssen prägen lassen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir nachher mehr wissen nach 35 Minuten, sondern es geht darum zu sagen, Gott, ich lasse mein Leben von dir prägen. Danke für deine offenbarte Wahrheit. Okay, das erste Dekret. Es gibt einen Anker in der Geschichte. Und das ist die erste Folie. Und der Anker der Geschichte, den lesen wir im Psalm 2. Psalm 2, die Verse 7 und 8. Dann spricht der König,
Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Also der König ist hier Jesus. Der Beschluss des Herrn ist das, was der Vater zu Jesus gesagt hat. Der Vater hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Kurze Verständniserklärung. Ich habe dich gezeugt, heißt nicht, dass Gott irgendwann mal Jesus gezeugt hat, weil er vorher nicht da war. Jesus war immer. Das Wort Zeugen hier im Hebräischen heißt so viel, ich habe dir einen Platz gegeben, ich habe dich eingesetzt, ich habe dir eine Rolle gegeben. Also in anderen Worten, wir lesen diesen Vers nochmal. Es gab einen Dialog zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn. Und wenn wir noch Jesaja 53 hier einblenden, da sagt der Vater zum Sohn Jesaja 53, wenn du dein Leben als Schuldopfer gibst, wenn du den Preis bezahlst, dass Menschen zu mir kommen können, dann, mein Sohn, dann wirst du, Jesaja, viele, viele Nachfolger haben. Psalm 2, dann wirst du die Völker zum Erbe haben. Das ist der Anker der Geschichte. Ihr Lieben, wir können viele Geschichtsbücher lesen. Wir können in den nächsten Tagen viel im Internet surfen, welche Indizien in welchem Land sind, welche neuen Gesetze. Das hat alles seinen Platz. Das ist nicht mein Thema. Ne? Aber mein Thema ist, über diesem allem gibt es einen göttlichen Beschluss. Diese Geschichte auf dieser Erde hat einen Anker. Worum geht es? Dass der Vater zum Sohn sagt, du hast das Beste gemacht, was überhaupt geschehen kann. Als Unschuldiger, Heiliger hast du die himmlische Herrlichkeit verlassen und du bist Mensch geworden. Auch nicht Mensch im Palast, Mensch im Stall, Mensch, der am Schluss das Todesurteil, die Schmach der römischen Gerichtsbarkeit auf sich genommen hat und wurde am Kreuz umgebracht. Jesus, mein Sohn, weil du das getan hast, werde ich dir den Platz geben. Und du wirst aus allen Nationen, wirst du viele Menschen haben, die dich berühmt machen, die dich anbeten. Und die im Kreuzpunkt, die wollen auch dabei sein. Das sind nicht extra gute Leute, sondern die im Kreuzpunkt haben kapiert, hey, dass Jesus mit dem Vater eine Geschichte hat, ein Agreement, ein Abkommen. Jesus wird berühmt gemacht werden. Er wird unter alle Nationen angebetet werden, weil er das Größte gemacht hat. Das ist der Anker der Geschichte. Und dann hat die Geschichte auch eine Dynamik. Und diese Dynamik lesen wir in Matthäus 24, 14. Hier redet Jesus persönlich. Und wenn Jesus persönlich redet, dann lohnt es sich eigentlich, die Ohren aufzumachen. Jesus war kein Geschichtsphilosoph, sondern Jesus war der Sohn Gottes, die Wahrheit in Person. Und er sagt, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. In anderen Worten, das Evangelium, versteht das richtig, nicht von der Vergebung. Vergebung ist das größte Geschenk. Aber das Evangelium von Reich Gottes ist die gesamte Botschaft. Jesus ist für dich gestorben, er hat vergeben, damit du unter seiner Regierung lebst jetzt. Das heißt, Jesus hat von Anfang an Menschen gesucht, die durch die Vergebung berechtigt waren, zu ihm zu kommen und als Berechtigte, gerecht Gesprochene, dann auch die Möglichkeit haben, seine Regierung und Herrschaft anzuerkennen. Das ist Gottes Reich auf dieser Erde. In den letzten Tagen habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und ein sehr belesener Missionswissenschaftler hat gesagt, ich habe manches studiert und man kann sagen, die meisten Missiologen gehen davon aus, wir haben 12.000 Volksgruppen. Also mit Volksgruppen meint man ethnische Größen, die eine gewisse Größe haben, etc. Ich gehe nicht in die Details, 12.000. 2016 hat er gesagt, die Missiologen sagen, dass man in den nächsten 6, 7 Jahren alle erreicht. Das sind einfach empirische, missiologische Daten. Das heißt, sie alle erreichen, heißt nicht, dass in jeder Volksgruppe eine Gemeinde gegründet ist, aber wir haben das Handwerkszeug, um die 12.000 Volksgruppen, die es auf dieser Erde gibt, in ihrer Sprache, Sprachen haben wir ungefähr 98% übersetzt, das heißt, zu erreichen. Hört ihr, wie der Zeiger tickt? Hört ihr, wie der Zeiger tickt? Und ich sage nicht, es dauert jetzt noch 2 oder 5 oder 50 oder 100 Jahre, wir gehen nicht in Zahlen rein. Aber wir müssen die Dynamik verstehen, die Jesus vor 2000 Jahren vorgegeben hat. Und Jesus sagt, die Dynamik auf dieser Erde ist, ich bin vom Vater eingesetzt,
ich werde mein Erbe unter der Nation haben. Und dann sagt Jesus, das hat er selber Psalm 2 für sich verinnerlicht, zitiert. Und dann sagt der Matthäus, was hier überliefert ist. Und dann, ich bin weg, aber meine Nachfolger, die gefüllt sind mit Dynamis vom Himmel, mit der Kraft des Geistes Gottes, die werden meine Botschaft hintragen zu diesen 12.000 Volksgruppen. Und wenn es dann innerhalb den 12.000 Volksgruppen Gemeinden gibt, das Evangelium des Reiches Gottes ist nicht eine kognitiv akzeptierte Botschaft, sondern das ist im Leben ergriffen, modelliert durch einen Lebensstil, dann kann ich wiederkommen. Okay, und ich denke, als nüchterne, verständnisvolle Nachfolger von Jesus müssen wir in aller Nüchternheit verstehen. Jesus sagt, keiner weiß Zeit und Stunde, okay, aber Jesus sagt, nimm die Zeichen der Zeit wahr. Und die Zeichen der Zeit haben verschiedene Elemente, aber ein wichtiges Zeichen der Zeit ist der Zeiger von Matthäus 24, 14. Das ist die Dynamik der Geschichte. Und dann können wir weitergehen und kommen dann zum globalen Unternehmen. Ja, was passiert eigentlich auf dieser Erde? Man kann sagen, okay, die Konzerne entwickeln sich so. Wir gucken, dass in den Börsen, welche Unternehmen kann man investieren, welche Länder werden sich mit welchen anlegen, wie geht die Entwicklung in Russland, China und so weiter. Das globale Unternehmen hat ein anderes Ziel. Die nächste Folie. Der Herr hat von den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigemacht. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen. Jesaja 52, 10. Ich mag eine andere Übersetzung, wo es heißt, der Herr hat vor den Augen aller Völker, hier heißt es zum machtvollen Handel freigemacht, seinen Arm entblößt. So in anderen Worten, es heißt bei Jesaja, Gott hat sich die Ärmel hochgekrempelt. Nicht, weil er sagt, ihr Menschen seid selber schuldig, wenn es euch nicht gut geht, sondern weil Gott sagt, ich will meinen Namen groß machen. Und wenn Gott nicht seinen Namen groß macht, wessen Namen soll er dann groß machen? Gott hat gesagt, ich werde mich zeigen als Retter. Der Einzige, der retten kann. Der Einzige, der von Schuld und Sünde retten kann. Der Einzige, der Menschen, die zerstört waren, wiederherstellen kann. Der Beziehungen, die kaputt waren, wieder restaurieren kann. Ich bin der Einzige und ich werde es tun. Ich kremple mir die Ärmel hoch. Und wenn man diese Aussagen zusammennimmt, Psalm 2, wo es heißt, der Vater sagt zum Sohn, ich gebe dir die Nationen als Erbe. Wenn man ein bisschen guckt, was die letzten, sagen wir, 5 Jahre auf diesem Globus passiert ist, evangeliumsmäßig, noch nie haben so viele Menschen Jesus kennengelernt wie in den letzten 5 oder 10 Jahren. Nationen, ich war bei Gebetstreffen vorbei in den 90er Jahren beteiligt. Da heißt es, wir beten jetzt für Nationen, in denen es keine bekannten Jesus-Nachfolger gibt. Zu diesen Nationen gehören Jemen, Afghanistan, Mauretanien und noch ein paar. Ne? Und wenn man jetzt heute guckt, Jemen mit die schlimmste Katastrophe, die zurzeit passiert. Menschen sterben einfach, verhungern, verdursten. Aber in diesem Land lernen so viele Menschen Jesus kennen wie noch nie in der Geschichte. Im letzten Jahr gab es das erste Training für jemenitische Leiter außerhalb des Landes. Das heißt, wir sehen, tick, 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 die Uhr tickt. Und ich kann oft so, wenn ich für die Nationen bete, kann ich oft sehen, in meinem geistlichen Auge, das ist keine Vision, aber in meinem geistlichen Auge, wie Jesus aufsteht, er sitzt zur Rechten des Vaters, er steht auf und sagt, Vater, du hast zu mir gesagt, die Nationen gehören mir. Und ich gehe jetzt nach Jemen, ich gehe nach Saudi-Arabien, übrigens auch in Saudi-Arabien, ohne ausländische Beteiligung. So viele Menschen lernen Jesus kennen. Und es ist fast so, dass Jesus sagt, Vater, danke, du hast mich gezeugt, du hast mich eingesetzt als rechtmäßige Erbe. Ich habe für die Nation bezahlt. Ich gehe jetzt durch Jemen, ich gehe durch Mauretanien und ich gehe durch die Schweiz. Weil in der Schweiz, in Wettingen, in Baden gibt es noch so viele Menschen, die mit ihrer Zunge noch nicht bekennen, dass ich der Herr bin, die in ihrem Herzen noch nicht erfasst haben, dass ich für sie gestorben bin. Und Jesus sagt, ich stehe auf und ich gehe durch Baden, ich gehe durch Wettingen, aber ich gehe nicht alleine. Ich nehme meine Nachfolger.
und ich segne meine Nachfolger. Ich gebe meinen Nachfolger Kraft und Mut und lasse meine Liebe durch sie strömen, sodass auch hier, dass ich mein Erbe in Wettingen und Baden einnehme. So viel zu diesem globalen Unternehmen. Und jetzt macht es ganz beeindruckend, das, was mich beeindruckt, das Ergebnis steht fest. Warum lohnt es sich, im Reich Gottes involviert zu sein? Himmel und Erde werden vergehen. Eines Tages gibt es die größten, erfolgreichsten DAX-Unternehmen, Börsenunternehmen gibt es eines Tages nicht mehr. Aber wenn der Vorhang zugeht, dann geht er auf zum nächsten Kapitel. Und das nächste Kapitel ist ein ewiges Kapitel. Das Ergebnis steht fest. Ihr Lieben, wir haben eine Zukunft. Und das Ergebnis, zum Beispiel aus Offenbarung 7, ich lese es mal kurz vor hier, was da steht. Hier sieht Johannes eine Vision. Ich sah eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die 4 lebendigen Wesen. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Das ist der Jesus, der in der Ewigkeit alle Aufmerksamkeit hat. Er wird von allen angebetet werden, die durch den Vorhang durchgehen und die Ewigkeit bei ihm sein werden. Und ihr Lieben, Ewigkeit hat in dem Moment angefangen, wo Jesus in dein Herz, in mein Herz kam. Die Ewigkeit fängt nicht irgendwann an, sie hat in dem Moment angefangen, als Anzahlung, als Start, wo Jesus in dein Leben, in mein Leben kam. Und deshalb ist das für uns schon Realität. Und das gibt uns die Zuversicht, die Überzeugung, der Tag wird kommen. Lasst euch das mal vor Augen malen. Eine riesige Menschenmenge. Viel zu groß, um sie zählen zu können. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron, sie standen vor dem Lamm. Sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott. In der Offenbarung 5, wenn wir das noch mit reinnehmen, das gleiche Bild heißt dann, sie riefen laut, würdig, würdig, würdig bist du Lamm Gottes. Und das ist der Chorus, den wir in der Ewigkeit singen werden. Würdig bist du Lamm Gottes. Wann wollen wir anfangen, den Chor zu singen? Heute ist der Tag des Heils. Das ist das, was im Himmel schon feststeht. Das heißt, der Anker der Geschichte, Jesus wird ein großes Erbe haben. Und dann die Dynamik der Geschichte. Jesus empowert uns mit seinem Wort, mit der Botschaft des Evangeliums, dass sie durch uns weiterfließt. Und dann das Ergebnis steht schon fest. Und jetzt gibt es noch himmlische Dekrete, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Eines noch hier. Da heißt es die Rolle der Gemeinde. Schnallt euch gut an. Gott ist souverän. Gott ist allmächtig. Gott könnte alles ohne uns. Und wenn ich bin jetzt über 40 Jahre im Gemeindedienst unterwegs, sagen, manchmal könnte es Gott wirklich besser ohne uns. Weil wir so viel Energie und Zeit und Kraft investieren in Dinge, die mit Gottes Dekrete nichts zu tun haben. Im Gegenteil, die sogar bremsend sind für Gottes Dekrete. Manchmal denke ich, Gott, sind wir jetzt mehr Teil der Lösung oder sind wir Teil des Problems? Welche Lieder singen wir im Gottesdienst? Und, okay, sind wir Teil der Lösung, sind wir Teil des Problems? Na? Und ich denke, wir müssen uns immer wieder neu positionieren, ihr Lieben, um was geht es wirklich? Und es geht darum, dass Gott sagt, ich habe mich entschlossen zu retten. Himmlischer Ratschluss, der gerät. Ich lasse mich von niemandem stoppen, auch nicht vom Teufel. Ich rette Menschen. Und dann, Vater, ich war auf der Erde, ich habe Menschen gezeigt, wo das Reich Gottes ist, und Vater, ich nehme sie jetzt mit. Und die Gemeinde ist ein zentraler Mitarbeiter, Agent, Repräsentant von Jesus. Und diese Stelle von Epheser 3, Vers 10 und 11, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Gottes Absicht, Dekret, war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel
Durch wen? Nicht durch seine Engel, durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher, ewiger Plan, Dekret. Und nun wurde er durch Christus Jesus, unseren Herrn, erfüllt. Das heißt, als Jesus geschrien hat am Kreuz, es ist vollbracht, hat er die ganzen Ressourcen für seinen Vater gegeben. Mein Blutvater, Gerechtigkeit ist erfüllt. Vater, durch mein Blut sind sie reingewaschen. Und jetzt nehme ich diese Leute. Und Vater, diese Leute sind schwach. Guck mal, der Petrus ist immer wieder eingeschlafen, als es wichtig wurde. Der Petrus, Big Mouth, sagt, ich verlasse dich nie, am nächsten Tag wäre er weg. Vater, weil du und ich und der Heilige Geist ein starkes Team sind, nehmen wir diese Menschen und sagen, wir zeigen durch diese Menschen, dass wir fähig sind. Das ist die Weisheit Gottes. Ne? Gott zeigt seine unerschöpfliche, unermessliche Weisheit durch die Jesus Community, durch die Jesus-Gemeinschaft. Ja, ich sage jetzt nicht durch die Kirche, es ist nicht durch eine Institution. Nicht durch eine Organisation, sondern durch Menschen, die im Herzen vereint sind und die als Menschen in Einheit sagen, Geist Gottes, wir brauchen Dynamis, wir brauchen Kraft vom Himmel, dass wir unsere Unterschiedlichkeiten überbrücken können, dass wir unsere persönlichen Schwächen überwinden. Und wenn wir trotzdem immer wieder fallen, was sein wird, ne, dass wir Gnade um Gnade empfangen und auch dann, wenn wir 6-mal wieder niederfallen, 7-mal wieder aufstehen, weil deine Gnade uns hilft. Halleluja! Das ist der Ratschluss Gottes, das ist der Plan Gottes. Und ich mag diese Attribute hier drin. Es war sein unabänderlicher, ewiger Plan. Wow. Und wenn Gott einen unabänderlichen Plan hat, kann der Teufel ihn nicht stoppen. Kann mein Versagen ihn nicht stoppen. Kann dein Versagen ihn auch nicht stoppen. Es ist Zeit aufzustehen und sagen, danke Gott, dass du beschlossen hast. 2022 wird für uns ein Jahr sein, wo wir bewusst sagen, wir schauen auf die Dekrete Gottes. Wir sind mehr von Gottes Fähigkeiten überzeugt als von unseren Fähigkeiten. Da keiner von uns Sterne und Galaxien geschaffen hat, vertrauen wir mehr dem, der Sterne und Galaxien geschaffen hat, mit seinem Wort sprach er. Und das kann man Existenz. Welch ein Gott! Er ist der Kopf der Gemeinde. Er ist der Chef vom Kreuzpunkt. Er ist der Anfänger und Beginner, auch wenn vor 101 Jahren Menschen es angefangen hat. Gott gebraucht Menschen. Aber hinter dem, über dem steht, ich bin der Kopf vom Kreuzpunkt. Ich bin der Anfänger eures Glaubens. Ich bin der Vollender eures Glaubens. Und ich will mich selber berühmt machen durch diese Gemeinde. Oh, wollt ihr noch mehr Dekrete hören? Oh, ich könnte da tagelang weitermachen, aber ihr wisst ja, wie das ist mit der Schweizer Zeit. Ja, dann am Schluss noch, das fand ich bin vor 3 Tagen bin ich morgens aufgewacht und ich habe seit Tagen ich bin immer wieder mal schwanger. Ne? Und ich war schwanger mit Gott, 2. Januar, Predigt, was liegt auf deinem Herzen? Und ich war auf vor 3 Tagen, der Eifer Gottes wird es tun. Und da ich den Vers schon mal gelesen hatte, ein paar Mal wusste ich, wo da steht, Jesaja 9, der Eifer Gottes wird es tun. Leute, wenn wir sagen, oh, ich bin so lau, ich bin so schwach, ist okay, entspann dich. Wir müssen Gott nicht beweisen, wie geistlich, wie fromm, wie gut wir sind. Wir müssen Gott nicht ein Programm machen, jetzt machen wir dich berühmt. Nee, das ist alles im Himmel schon festgelegt. Und die Ressourcen sind da. Und ich lese jetzt diese Stelle aus Jesaja 9, Vers 6. Er, Gott, der Herr, wird seine Herrschaft weit ausdehnen. Auch über Baden-Wettingen und drüber raus. Und er wird dauerhaften Frieden bringen. Der kommt erst, wenn er wiederkommt. Ne? Aber bis dahin haben wir Shalom im Herzen. Und jetzt der Herr Jahwe, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Punkt. Komma. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das gibt mir für mein Leben. Manchmal denke ich, oh Gott, das ist mühsam. Oh Gott, wenn ich angucke, ist Peter Hane hier bekannt? Der Nachrichtensprecher und Autor und so. Letzte Woche hat ihn jemand interviewt, einen Tag vor Weihnachten. Und dann sagt er war ja früher bei der evangelischen Kirche im Leitungskreis. Da sagt Peter Hane, was in der Institution Kirche gerade passiert, ist so traurig. Wir haben Recherchen gemacht und haben gesehen, es sind vielleicht nur noch 4% der Bevölkerung, nicht die in die Kirche gehen, sondern die überhaupt die Kirche noch ernst nehmen.
Das ist das Bild, das wir, und ich denke, es wird in Mitteleuropa, glaube ich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Dach, das wird so ähnlich sein im Großen und Ganzen. Vielleicht in der Schweiz, ihr habt schon mehr Freikirchen. Man ist hier in der Schweiz, wir sind ein paar Schritte voraus, glaube ich. Ne? Ist eigentlich egal. Die Grundbotschaft ist, wir geben kein gutes Zeugnis. Mit wir meine ich nicht die Institution Kirche. Wir benutzen den Namen Jesus. Wir geben kein gutes Bild ab. Und dann lese ich solche Dinge. Er wird seine Herrschaft ausdehnen. Das heißt, er wird sich bekannt machen. Er wird sich berühmt machen. Der Herr, der Allmächtige, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Hey, und wenn wir Gottes Leidenschaft spüren und erfahren, dann kommt Gottes Dynamik zur Existenz. Ich habe kürzlich eine Zeit gehabt, wo ich bete einfach morgens mit meinen begrenzten Fähigkeiten, singe ich ein paar Lieder zu Gott, bete ihn an. Und es war so kürzlich, als ob der Heilige Geist mir gesagt hat, guck, was du gerade tust, du willst Jesus anbeten, du tust es. Der Heilige Geist sagt, das will ich auch tun. Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist ist uns gegeben, unter anderem, um Jesus zu verherrlichen. Das heißt, es ist ein göttliches Unternehmen hier auf dieser Erde im Gang, wo Jesus und der Vater, die haben ein gutes Business going. Ja? Das heißt, dass viele Menschen ihn kennenlernen und dass Jesus Erbe hat unter allen Volksgruppen. Das heißt nicht, dass alle Menschen gerettet werden, aber das heißt, dass er in jeder Volksgruppe Menschen hat, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und das heißt auch, dass es das menschliche Fleisch nicht hinkriegt, sondern dass der Geist Gottes, der übrigens in dir wohnt, ab dem Moment, wo du Jesus angenommen hast. Die Frage ist, wie viel erlaubst du dem Geist Gottes in dir zu wirken? Wie viel willst du ihn dämpfen und sagen, Geist Gottes, das geht nicht hier und so benehmen wir uns nicht und das ist nicht möglich? Oder wo du sagst, Geist Gottes, du bist Gott vom Himmel und du bist gesandt, um Jesus zu verherrlichen. Hier bin ich, mach das in mir und durch mich. Und ich kann euch sagen, wenn wir mit diesem Lebensstil leben, da werden wir viel interessante Erlebnisse haben. Okay. Das waren die Dekrete. Wie gesagt, das war so ein kleiner Appetizer. Ihr habt ja zu Hause eine Bibel, vermute ich. Sucht selber mehr von den Dekreten des Himmels, von Dingen, die im Himmel beschlossen sind und wo Jesus sagt und wo der Vater sagt, der Eifer Gottes wird das tun. Mit Leidenschaft werde ich mich einsetzen, dass durch meine Ekklesia, durch meine Jesus-Kommunität, meine Jesus-Gemeinschaft mein Name groß gemacht wird. Und wir machen als Kreuzpunkt nicht ein neues Programm, wir wollen Gott verherrlichen, sondern wir drücken damit nur aus, die Pläne sind im Himmel da, die Dynamik kommt vom Himmel auf die Erde und wir machen kein extra Programm. Wir sagen, Jesus, wir machen mit bei dem, was du schon angefangen hast. Wir wollen dabei sein. Jetzt kommt ein bisschen ernsthafter Gedanke, Leute. Zweiter Punkt, Widerstand. Und wir haben nirgends die Verheißung, dass alles glatt läuft. Auch hier kann man gucken, was sagt Jesus. Ja, es gibt viel Widerstand. Ich lese hier, ich bleibe im Psalm 2. Psalm 2 hat ja den Beschluss, Jesus wird die Nation beerben. Und ich habe die letzten Tage auch mich ein bisschen beschäftigt mit dem ersten Teil von Psalm 2, die ersten 3 Verse. Psalm 2, die ersten 3 Verse. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden die Völker Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen der Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Alte Übersetzung, wir zerbrechen ihre Banden. Das heißt, kann es sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Psalm 2, Vers 7 und 8, Jesus, der Sohn Gottes, geht durch die Nationen, viele lernen ihn kennen. Und wo wir aber auch den Anfang von Psalm 2 immer mehr vor unseren Augen in Erfüllung gehen sehen. Die Völker schmieden Pläne. Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König. Es ist eine Verschwörung im Gange. Das heißt, diese Verschwörung, über die der Psalm 2 redet, ist, wir machen Pläne. Es wird für die Jesus-Nachfolger immer schwieriger sein, sich zu biblischen Werten zu bekennen. Ich denke, das Hauptproblem ist nicht zu sagen, ich glaube, heutzutage glauben ja viele, man kann ja fast an alles glauben. Wir sind ja tolerant. Aber ab dem Moment, wo ich sage, ich glaube an Jesus,
als den einzigen Weg zu Gott, finito mit Toleranzo. Ja, da ist die Toleranz am Ende. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir fast immer deutlicher sehen können, wie Menschen denken, wir brauchen Gott nicht. Wir haben in Deutschland vor Dezember eine neue Regierung bekommen. Zum ersten Mal in der Geschichte haben, glaube ich, 7 oder 9 Minister auf die Formel verzichtet, so wahr Gott mir helfe oder mit Gottes Hilfe. Gab es noch nie in der Geschichte. Das heißt, wir haben jetzt eine Generation von Ministern, angefangen mit unserem Herrn Bundeskanzler, die sagen, wir brauchen Gott nicht, ne? Wir machen das alles selber. Und ein einflussreicher Minister, der sagt dann, ja, wir leben jetzt in einer neuen Zeit. Das war seine Aussage. Das heißt, wir müssen jetzt solche Gesetze machen, die den Bedürfnissen der Menschen von heute entgegenkommen. Die Menschen wollen nicht mehr als Mann und Frau zusammenleben. Sie wollen selber bestimmen, welches Geschlecht sie haben. Das kann man als 14-Jährige bald einfordern. Das heißt, diese Aussage von Vers 3, wir wollen uns befreien. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Wir haben in Mitteleuropa, glaube ich, in ganz Europa fast, ne, angelsächsischen Bereich sicher auch, wir haben über Jahrhunderte Werte gehabt, die eine gewisse Salzfunktion hatten. Bewahrung, Schutz, ne? Familienleben wurde geschützt, Respekt, Schutz für Wahrheit und so. Das waren gewisse Grundwerte, die von der Kirche auch noch verkörpert wurden. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo man sagt, ja, die Menschen ticken heute anders. Wer sagt denn, dass du ein Mann bist? Du kannst es selber bestimmen, was du bist. Ne? Und all diese Dinge. Ich benutze es nur, weil das mit das gravierendste Beispiel ist. Ne? Ich habe einen Prediger kürzlich gehört, er sagt, es wird demnächst in Amerika so sein, wenn die Kinder als 14-Jährige das Recht haben, zu sagen, ihr Geschlecht selber zu bestimmen und die Eltern dagegen sind, und die Eltern das nicht erlauben, kommt das Jugendamt und nimmt die Kinder weg. Ja, wir haben kürzlich von einem Fall gehört, wo das Jugendamt in Deutschland 7 Kinder weggenommen hat seiner Familie, ohne Vorwarnung. Das heißt, wir haben Einflüsse, die sagen, ja, wir sind andere Menschen, wir ticken anders und wir bestimmen selber, welche Werte jetzt in unserem Umfeld gelebt werden müssen. Du kannst sagen, ich glaube an Jesus, aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus, Sohn Gottes, einziger Weg, finito, toleranzo. Ne? Und das werden Leute zu spüren bekommen. Wer ein bisschen die Geschehnisse der Zeit verfolgt, und ich mache jetzt das Impfen nicht zum Thema, das muss jeder selber entscheiden, aber ich mache das Thema, was man guckt, wo viel Kapital in 20 Monaten angehäuft wurde, was mit dem Interessen dieses Kapitals passiert. Ich glaube, da ist dieser Psalm 2, lohnt sich mehr ein bisschen nachzudenken. Ne? Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Komm, wir wollen uns befreien von diesem engen Stil der Gottesfurcht und Respekt vor Gott und diesem Anspruch, dass es einen Gott gibt. Wir schütteln die Herrschaft ab. Zum Glück gibt es auch noch Vers 4. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Vers 5. Dann stellt er sie voller Zorn zur Rede. Das heißt, der Tag wird kommen, wo das Gericht Gottes auf dieser Erde, jeder gibt Rechenschaft und Gott übt Gericht aus. So viel zum Kontext Widerstand. Dann schauen wir auf das dritte, Jesus berühmt machen. Und dieses Jesus berühmt machen, Gott berühmt machen, das ist eine ganz alte Sache. Vor 3000 Jahren, zu der Zeit, als die Bundeslade in dem Zelt war in Jerusalem und wo die Tausende von Leuten 724 rund um die Uhr, Tag und Nacht Gott angebetet haben. Das sind die prophetischsten Psalmen entstanden. Und da heißt es dann zum Beispiel in Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied. Es heißt, singt ihm ein neues Lied, seid wachsam im Geist und gebt weiter, was er hat. Die ganze Erde singe dem Herrn. In Israel damals. Das ist ja nur für uns Juden. Nein, die prophetische Blickweise, 1000 vor Christus. Die ganze Erde singe dem Herrn.
und lobt seinen Namen. Verkündet täglich, dass er uns rettet. Unser Gott ist ein rettender Gott, egal was die Zeiten bringen. Sein Name ist Jeschua. Gott ist Hilfe, Gott ist Heilung, Gott ist Hoffnung. Verkündigt täglich, dass er redet. Erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Wir haben in der Schweiz wie viele Völkergruppen? 50, 60 Volksgruppen oder wie viel? Viele, viele Volksgruppen. Da, wo Sibylle und ich leben, Lörrach, Weil am Rhein, ein Freund von mir, der war in der Türkei, hat verschiedene Gemeinden gegründet, wurde verabschiedet von der türkischen Regierung, wohnt jetzt dort. Und er sagt, ich gehe in diese Stadt, weil in einem Stadtteil wohnen 120 Volksgruppen. Ich habe gedacht, vielleicht leben da 30, 40. 120 Volksgruppen sind in diesem Stadtteil hier repräsentiert. Und dann hören wir hier, erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Und ich lese noch Psalm 98 hier als Ergänzung. Seine Macht und Heiligkeit, durch seine Macht hat er einen großen Sieg errungen. Der Herr hat seinen Sieg verkündigt. Er hat sein Versprechen nicht vergessen, Israel zu lieben und ihm treu zu bleiben. Die ganze Welt war Zeuge der Rettung, die unser Gott vollbracht hat. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Seid fröhlich und lobt ihn laut. Wir singen nicht nur im Herzen stille Lieder, das hat seinen Platz, sondern Gottes Agenda, Gottes Wunsch, Gottes Kooperation mit seiner Leidenschaft für uns ist von unserer Seite. Wir jubeln dem König zu. Ihr Bewohner der Erde, seid fröhlich und lobt ihn laut. Lobt ihn laut. Steht in der Bibel, sorry. Okay? Lobt dem Herrn mit Harfe, mit der Harfe, mit schönen Liedern und jetzt mit Trompeten. Vielleicht auch noch Saxophon und Hörnern. Spiel dem Herrn eine fröhliche Melodie. Leute, wenn wir von den Dekreten des Himmels reden, ist es wichtig auch zu sehen, wenn wir verstehen, was Gott beschlossen hat, dann will Gott eine Kooperation, eine Haltung unseres Herzens. Ich fordere von euch keine Haltung ein. Ne? Es geht darum, um Offenbarung in unserem Herzen zu haben. Und das kann jeder nur persönlich haben. Verbringe Zeit mit Gott, mit seinem Wort, mit dem Heiligen Geist und sag, Gott, lass mich deine Dekrete besser verstehen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Wir landen gleich. Das heißt, wie machen wir das? Ich habe hier 3 Punkte in Kurzform. Dekrete und Kontext verstehen, was ich eben gesagt habe. Wir kriegen so viele Informationen auf uns, die auf uns reinströmen, die in eine andere Richtung gehen. Es wird immer schlimmer oder was auch immer. Du kennst deine News-Channels, wo du dich fütterst. Wir sollen uns informieren, aber ich denke, die höchste Quelle der Inspiration, Information ist Gott und sein Wort. Der die Galaxien geschaffen hat, was wir nicht hingekriegt haben. Der Tote auferwecken kann, was wir nicht schaffen. Dieser Gott ist unsere Inspirationsquelle. Er ist der Dekrete hat, der sie uns mitteilt. Und solange das nicht in unseren Herzen drin ist, kognitiv verstanden, vom Heiligen Geist im Herzen offenbart und dann, ich glaube es, nützt es uns nichts, Leute. Wir brauchen die Zeit, um zu sagen, Gott, mein Herz ist ein Ackerfeld, da hat es manchmal Steine drin, hilf mir, sie rauszuschmeißen. Manchmal wachsen die Dornen schneller, die Sorgen und die Ängste, schneid sie ab und stell Gott einen fruchtbaren Boden hin. Sagen, das ist geackert, gepflügt und jetzt kommen die Samen der Wahrheit, Dekrete Gottes, Liebe Gottes, Kraft Gottes. Und das wird unser Leben empowern, dass wir einen Unterschied machen. Und dazu hat Gott Kreuzpunkt bestimmt. Und dazu hat Gott dich bestimmt, dass wir Teil der Lösung sind, dass die Dekrete des Himmels umgesetzt werden. Und dann das Zweite hier, wie machen wir das? Zusammenrücken. Wisst ihr, wenn Jesus so schön sagt, ich baue eine Gemeinde, das griechische Wort ist Ekklesia, das meint eine Gemeinschaft von Menschen. Er sagt, ich baue eine Gemeinschaft, die nicht gestoppt werden kann. Nicht mal der Teufel kann das stoppen. Aber mit dieser Ekklesia, mit dieser Gemeinschaft, meint er keine Institution, meint er keine Organisation, meint er Menschen, die mit ihm eng verbunden sind und die miteinander verbunden sind. Es ist Zeit im Kreuzpunkt, dass wir enger zusammenrücken. Es ist Zeit, dass wir
wissen, wo der Verkläger der Brüder sitzt und dass wir dem Verkläger der Brüder kein Ohr hinhalten und sagen, shut up, sei still. Auf diese Stimme hören wir nicht. Wir haben eine andere Empfangsquelle. Diese Empfangsquelle sind Gottes Dekrete, Gottes Liebe. Zusammenrücken, wir brauchen einander. Und als Jesus zu seinen Jüngern damals gesagt hat, ich baue die Community, die Gemeinschaft, hat er gemeint, die versammelt sich um mich. Die versammelt sich nicht um Gemeindeprogramme, die versammelt sich nicht um Satzungen, die versammelt sich auch nicht um ihre Vision. Die versammeln sich um eine Person, Jesus Christus, Sohn Gottes, lebendiger Gott, der auferstanden ist, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, der Kopf vom Kreuzpunkt ist. Ihr Lieben, je mehr jeder Einzelne von uns sich dem Kopf unterordnet, desto mehr rücken wir zusammen. Es kann sein, dass es, symbolisch gesprochen, draußen kälter wird. Der Wind kann stärker werden. Vielleicht auch in der Schweiz, in Westeuropa ganz sicher. Wenn der Wind stärker wird, wir brauchen einander. Und wenn wir davon ausgehen, das Dekret beinhaltet auch, Jesus kommt zu einer Braut, die geschmückt ist, lasst uns zusammenrücken, dass er diese Braut schmücken kann. Praktisch, überleg dir die nächste Woche, was hat Gott dir gegeben? Vielleicht ein schönes Haus, Zeit, vielleicht machst du gerne Sport, vielleicht gehst du gerne Natur, wandern, vielleicht kochst du gerne. Schreib dir auf, was Gott dir gegeben hat. Und dann sag, danke, dass ich das habe. Dann wird es kalter Kaffee. Oder sag, danke Gott, dass ich das habe. Wen kann ich einladen zum Wandern? Wen kann ich einladen, das gute Essen, das ich kochen kann, zu teilen? Welch ein schönes Wohnzimmer. Gott, wen kann ich einladen, der das hier auch genießen kann? Zusammenrücken ist, glaube ich, eine der wichtigsten Antworten für diese Zeit, um die Dekrete des Himmels umzusetzen. Weil keiner schafft es alleine. Wir brauchen es nicht alleine. Die Idee von Anfang an war zusammen. Und dann das Letzte, wachsam sein und beten. In den letzten paar Tagen, dass Jesus auf der Erde war, so von Dienstag bis Donnerstag, wenn man die Chronologie der Evangelien nimmt, hat er 7 oder 9 Mal gesagt, wachet und betet, wachet und betet, wachet und betet. Und wenn Jesus etwas 7 Mal sagt, dann denke ich, oh, er hat das wahrscheinlich ernst gemeint. Kann es sein? Also Jesus hat es ernst gemeint, wachet und betet. Seid wachsam, je nachdem, wie man das interpretiert. Seid wachsam, habt die Dekrete vor Augen. Habt wachsam, wo sich der Geist Gottes bewegt. Habt wachsam, alttestamentlich, wo die Wolkensäule und die Feuersäule sich bewegen. Bleibt nicht bei dem stehen, was ihr als Religion gebaut habt. Das war gut vor 40 Jahren. Super. Ich habe Dinge vor 30 Jahren gemacht, die waren gut vor 30 Jahren. Die mache ich heute nicht mehr. Ich habe Dinge vor 4 Jahren gemacht, die waren passend für die Situation. Mache ich heute nicht mehr. Wir haben Prinzipien, die ewig gültig sind. Liebt einander, Respekt, betet Gott an, all diese Dinge. Das sind Prinzipien. Aber die Methoden, wie wir das machen, die ändern sich. Und die Wolkensäule geht vorwärts, ihr Lieben. Und wenn wir eine Gemeinde sein wollen, und das wollen wir, Kreuzpunkt, die relevant ist, eine Gemeinde, die in dieser Zeit Teil der Lösung ist und einen Unterschied macht, dann ist es so wichtig, dass wir wachsam sind, mit dem Geist Gottes uns bewegen, dass wir in das Wort eintauchen und verstehen und dass wir viel Zeit ins Gebet investieren. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahr neuen Impact auch auf Gebet richten werden. Und aus dem Gebet heraus dann auch von Gott Anweisungen bekommen, wie wir zu handeln haben. Wir wollen handeln. Wir wollen nicht fromm in der Ecke sitzen und sagen, wir beten es nur noch. Nee, wir beten wachsam. Aber aus dem Gebet heraus wird Gott uns sagen, oh, jetzt ladet den Nachbar ein. Jetzt geht zu der Person. Jetzt macht als Hauskreis mal was Neues. Und all diese Dinge, die werden geschehen, wenn wir es verstehen, uns mit Gott zu connecten. Genug für heute. Ich habe in die Uhr da hinten gesehen, Marc. So. Dem Glücklichen steckt keine Stunde. Landung. Warum reden wir über diese Dinge? Ich glaube, dass es wichtig ist, wie am Anfang gesagt, dass wir unser Leben nicht auf uns bauen, sondern dass wir auf den bauen, der das Universum geschaffen hat. Und der trotzdem so nahe ist, dass er sagt, ich kenne dich mit Namen. Ich habe Werke für dich vorbereitet. Ich will dich dabei haben. Ich will dich mit Menschen, mit denen du verbunden bist, dabei haben.
Kreuzpunkt ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ich einbeziehen will in meine Geschichte hier. Ich will berühmt gemacht werden, sagt Jesus. Das ist sein Herzschlag, weil er es verdient hat. Gott sucht Menschen, die im Geist und in der Wahrheit ihn laut anbeten und leise. Ja, aber mit Trompeten und Saxophon, all das, was wir da gelesen haben, das ist Gottes Herzschlag. Wollen wir dabei sein? Ich glaube, deshalb sind wir hier. Jeder mit seiner Persönlichkeit. Und wir müssen nicht einen Einheitsstil machen, aber wir müssen nicht jetzt viel Zeit verlieren im nächsten Jahr, ihr Leben. Welche Details jetzt hier oben, unten, modern, klassisch, Leute, es hat seinen Platz. Aber bitte vergesst nicht die Überschrift. Es geht um den König aller Könige, dass wir seine Dekrete erkennen und mit ihm leben, dass seine Dekrete erfüllt werden. Dann wird er berühmt werden und wir leben in seinem Fluss. Okay. Es ist heute ein Sonntag, wo wir auch das Abendmahl nehmen wollen. Haben wir das hier vorbereitet? Oh, so ganz geheim, okay. Ich denke, es ist eine Zeit, wo Jesus uns einlädt. Zuallererst glaube ich, dass er sagt, Leute, kein Druck nach. Ihr müsst erstmal nichts machen. Kommt zu mir. Es ist vollbracht. Und dieser Schrei von Jesus, es ist vollbracht, hat die Antworten für deine Schwäche, für meine Schwäche, für dein Versagen, für mein Versagen, für deine Lauheit, für all unser Richten, für all unser Distanz schaffen. Es ist vollbracht. Er sagt, ich habe Brücken gebaut. Ich habe Wege geschaffen, dass sich Herzen treffen können. Herzen in Ehen, Herzen in Familien, Herzen in der Gemeinde. Es ist vollbracht. Und mit dieser Ausrichtung, es ist vollbracht, der Schrei von Jesus, wollen wir das Mahl heute nehmen. Es ist seine Einladung, kommt zu mir und ich nehme euch mit, dass ich berühmt gemacht werde in dieser Region, in diesem Land und in Europa. Ich will berühmt gemacht werden. Und ich nehme euch mit. Tut das, was ich euch sage, und dann werde ich berühmt werden. Ich lese jetzt diese Einsetzungsworte und dann nehmen wir das Abendmahl. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer aber unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. In anderen Worten, wenn wir das jetzt frei machen, dann sehen wir der Leib des Herrn, das Blut des Herrn. Wir verkündigen seinen Tod. Sein Tod ist der Weg zu unserem Leben. Sein Tod heißt, alles ist bezahlt. Kein Platz für Verdammnis. Heute ist der Tag, wo du sagst, ich glaube an das vollkommene Opfer. Alle Schuld ist bezahlt, all mein Versagen, all meine Unwürdigkeit. Und den Leib würdig zu nehmen heißt, ich glaube, dass er alles bezahlt hat. Da ist nichts, für das ich noch bezahlen muss, etwas leisten muss. Lasst uns kommen und zum Tisch des Herrn. Und dann mit dem Bewusstsein auch, und ich nehme das noch dazu von 2. Korinther 5, wo es heißt, die Liebe Gottes drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben. Also sind wir alle gestorben. Also sind wir alle gestorben. Schaut euch um. Wir sitzen lauter Gestorbene. Wir sind dem Ego gestorben. Wir sind unserem Versagen gestorben. Wir sind unseren Ängsten gestorben.
sind unseren Begierden gestorben. Wir sind unserer Rechthaberei, Besserwisserei gestorben. Er ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Das ist so eine befreiende Botschaft. Wir nehmen das Brot, den Wein und wir sagen, er ist für alle gestorben. Und wir sind uns selber mitgestorben. Jetzt lebt er in uns, dass wir für ihn leben und miteinander leben. Unser Leben hat eine Bestimmung, ein Ziel, eine Zukunft. Ich bete jetzt für diese Gaben und dann lade ich euch ein, zu kommen. Herr Jesus, wir schauen auf dich, auf den Anfänger unseres Glaubens, auf den Vollender unseres Glaubens, auf das vollkommene Lamm Gottes, das wir in der Ewigkeit anbeten werden. Und wir fangen das heute schon an. Wir beten dich an, Lamm Gottes. Es ist vollbracht. Und alles, was uns noch Beschwerde macht, bringen wir vor dich und rufen über diesen Problemen, Sorgen, Nöten, Versagen, rufen wir aus, es ist vollbracht. Mach das für dich persönlich jetzt. Wir verkündigen deinen Tod, es ist vollbracht, Jesus. Und jetzt lebst du in uns. Und das Leben, das wir jetzt leben, das leben wir mit dir und leben wir für dich. Und wir leben es miteinander verbunden, so dass du mit deiner Herrlichkeit in uns wohnen kannst. Und dass die Dekrete des Himmels in uns in Erfüllung gehen. Und du dadurch berühmt gemacht wirst, weil wir mit dir verbunden sind. Danke, Jesus. Und während wir das Abendmahl nehmen, Jesus, bestätige es in uns. Als die Zuwendung deiner Liebe, als deinen Sieg über allen Bereichen in unserem Leben. Amen. Kommt und nehmt das Mahl. Wir fangen hier vorne an und machen dann hier weiter.